Guten Morgen und willkommen in Spanien. Die Fahrer werden heute jedes bisschen Grip und Vertrauen benötigen, während sie auf dieser historischen Strecke unter schwierigen Bedingungen fahren. In den letzten Wochen gab es ja rege Diskussionen über die Streckenbegrenzungen. Wie viel ist zu viel, wenn man Kurven schneidet oder weitläufig fährt? Was denkst du darüber? Und glaubst du, dass die Fahrer dieses Wochenende noch mehr an die Grenzen gehen werden? Ich wäre enttäuscht, wenn dem nicht so wäre. Wenn die Rennleitung gegen Fahrer vorgehen möchte, weil sie von der Strecke abkommen, dann muss sie das auch kontrollieren. Rennfahrer werden dafür bezahlt, eine Runde so schnell wie möglich abzuschließen. Wenn man also nicht an diese Grenzen geht, wenn man die bessere Linie ignoriert, dann macht man etwas falsch. Aber ich muss sagen, dass wir nicht grundlos weiße Linien haben und diese Grenzen sollen auch durchgesetzt werden. Aber das liegt nicht in der Verantwortung des Fahrers. Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen F1 2016 Video hier auf meinem Kanal. Wir sind jetzt in Spanien und ich muss gerade am Anfang sagen, eigentlich würde noch zuerst Russland kommen mit Sochi. Allerdings ist dort meine Aufnahme irgendwie abgehackt. Ich habe das aufgenommen und habe dann nachher auch das Fenster einfach zugetan und das Elgato-System ist auch nicht so schlau und tut da irgendwie gerade noch stoppen und speichern. Nein, es jetzt einfach abbrechen und so ist die ganze Aufnahme verloren gegangen. Jedenfalls zu Sochi kann ich noch sagen, da bin ich gerade in der ersten Kurve abgeflogen. Dort hatte ich eine Kollision mit dem Ricardo, der ist mir dort ein bisschen blöd hinten reingefahren. Ja, und jetzt sind wir hier in Spanien. Wir sehen hier schon, nicht mal in die erste Kurve eingelegt und schon verräumt es mich. Es ist einfach verdammt nass gewesen. Und ja, ich muss auch noch da gerade sagen, ich tue es gerade nachsprechen. Also ich bin da nicht gerade am Fahren und am Reden gleichzeitig, weil mir ist aufgefallen, wenn ich privat einfach so ein bisschen spiele, ohne aufzunehmen, fahre ich wesentlich besser, wenn ich nicht muss reden, als wenn ich muss reden. Und darum, ich probiere es jetzt einfach mal so, mal schauen, wie es überkommt. Ich schaue mal, wie es mir persönlich gefällt. Wenn es mir allerdings gefällt, dann werde ich das so beibehalten. So, wir sehen jetzt einfach mal zuerst, das ist eine normale Trainingseinheit, das ist jetzt Streckenklimatisierung, glaube ich, heisst es, bin mir nicht mehr ganz sicher. Allerdings eben halt im Regen. Das erste Training hat geregnet, also hat es Regen gehabt. Das zweite ist, glaube ich, noch einfach ein bisschen nass gewesen und im dritten ist es dann sonnig gewesen. Also ich mache jetzt hier einfach im ersten Training die Streckenakklimatisierung. Allerdings ist es jetzt im Regen verdammt schwierig. Da bin ich jetzt noch knapp am Tor drin gewesen, anscheinend hat es erzählt gehabt. Allerdings kommt dann auch noch eine Stelle, wo ich voll vorbeibete, und das ist die Stelle hier, voll auf den letzten Trailer blockieren und schön vorbeigefahren. Es ist halt auch verdammt schwierig, wenn du das Anti-Blockiersystem ausgeschaltet hast, also das ABS, im Regen zu fahren. Du musst einfach, wenn du eigentlich denkst, ja, da lenkt noch im Trockenen zum Bremsen, dann lenkt es noch. Im Nassen wirst du schon einfach 1 Kilometer Zeit gefahren. Und ja, ich fahre jetzt einfach noch die Runde fertig, dass ich da Ressourcenpunkte hole. Ich habe jetzt auch noch von Sochi auf Barcelona habe ich noch das Chassis habe ich umgebaut, also dass es ein bisschen weniger Luftwiderstand hat, und noch etwas, aber ich wüsste jetzt nicht mehr, ich glaube das Benzinpumpe, irgendetwas noch. Also wir sind ein bisschen schneller geworden, wir sind aber gesamtleistungstechnisch immer noch schwächste Glied, kann man so sagen. Das sind einfach immer noch letzte eigentlich von der Motorleistung oder von der Gesamtleistung her. Allerdings sieht das für das nächste Rennen nicht mehr so schlecht aus. So, und das ist jetzt das dritte Training, also da einen riesen Cut reingehauen. Das ist jetzt das Qualifying Tempo Programm. Da muss ich wirklich schnell eine Runde fahren im Training. Und die weichen Reifen für das Rennwochenende sind die gelben gewesen. Und es ist auch wirklich gut gegangen. Ich habe das Setup aufs zweithöchste gestellt, also die ersten 2 Kurven gut gefahren, nachher hier Kurve 3, die langgezogene Rechtskurve, ja, bin ich schon links abgekommen, bin einfach zu schnell gewesen, und da ist halt die Runde ziemlich schnell für einen Arsch gewesen, kann man sagen. Also wir sehen oben rechts 2 Zehntel Rücksprung, und ich konnte es nicht mehr rausholen. Da haben wir auch ja, haben das Feedback bekommen, dass es nicht gut war. Zwar eine saubere Runde war, obwohl dass ich draußen war, aber es hat eine saubere Runde gezählt. Und jetzt Runde 2 bin ich bedeutend stärker gewesen. Da wieder sehr gut rumgekommen, da ein bisschen, ja, Schwenker gehabt. Und da bin ich jetzt ziemlich langsam durchgefahren. Ich habe auch im Rennen recht viele Probleme gehabt, das sehen wir dann noch.
Immer im 6. Gang bin ich teilweise gefahren, da hat es mich rausgezogen, weil ich einfach zu schnell war. Kurve 4, richtig gute Kurve. Kann man eigentlich, wenn man schön fährt, was jetzt aber leider nicht so der Fall war, wirklich Vollgas durchbrettern, dann, wenn man gut anbremst. Vor uns ist der Hülkenberg, mit dem kommt dann nachher auch noch eine kleine komplizierte Szene, dort haben wir eigentlich schon ein bisschen eine Kollision gehabt. Aber da muss ich sagen, wirklich eine solide Runde gefahren, ist natürlich nicht die schnellste Runde gewesen, weil das Auto hat auch auf der Geraden, merkt man so, nicht gute Leistung und nicht die gute Power als Setup. Aber wenn man es manuell anpassen, das Auto hat manchmal nicht so gut auf der Straße oder einfach beim Rausfahren habe ich immer bricht das Hecken so schnell aus und auch recht viel Verbremsen drin. Also alles noch ein bisschen anpassbar gewesen. Allerdings da wirklich noch gut rumgekommen. Jetzt die letzten paar Kurven da fahre ich immer zu weit, das werde ich auch im Rennen ein paar Mal haben. Und die allerletzte Kurve da immer wieder ein bisschen am Gegensteuern, weil es ist halt irgendwie keine Berutschung teilweise. Aber trotzdem eine perfekte Runde gewesen, also es hat mir die vollen Ressourcenpunkte gegeben. Und jetzt kommt noch der nächste Cut, da kommt jetzt eben die Situation mit dem Hülkenberg. Ich bin aussen jetzt da, ziehe jetzt aber rein und er zieht jetzt einfach über und zack, da putzt er mich einfach schnell weg. Also so richtig so, ja, du kommst an mir gar nicht vorbei und der hat es mich schnell rausgeputzt, habe gerade den Spoiler verloren. Circuit de Catalunya in Barcelona, wo das heutige Qualifying bald starten wird. Es wird jetzt nicht mehr lange dauern, bis wir zum Geschehen unten auf der Strecke schalten können. In den letzten Jahren gab es viel Gerede um den Reifenverschleiß. Einige meinten, dieser wäre hinderlich für die Rennen, für andere war es schon immer ein Teil des Sports. Werden wir Fahrer erleben, die hier ihre Reifen schonen, oder werfen sie jegliche Vorsicht über Bord und machen sich erst Gedanken, wenn der Verschleiß tatsächlich zum Problem wird? Der Verschleiß wird auf dieser Strecke wohl den Unterschied machen. Es ist recht einfach, die Reifen zu verschleißen, während man versucht, die Rundenzeit einzuhalten. Wenn die Balance von Anfang an stimmt, wie bei den Teams von Mercedes und Red Bull, kann man gut abschneiden. So, also wir sind jetzt im Qualifying und wir gehen jetzt so gerade ins Qualifying reinfahren, hier gerade die erste Runde. Da muss ich jetzt sagen, wir sehen oben rechts, ich bin schon in der Runde 4, weil ich muss sagen, ich bin etwa 5 Runden gefahren, glaube ich, oder 4-5 Runden bin ich jetzt gefahren. Und ich habe immer mega Probleme gehabt, einfach eine gute Zeit herzuhaben. Immer wieder ein bisschen Fehler gehabt. Runde 3 war jetzt so mit Abstand die beste Runde gewesen, und Runde 4 war ein bisschen eine Verbesserung gewesen. Darum sehen wir jetzt einfach nur die Runde 4, also eigentlich die beste Runde. Jetzt da, die Kurve 4 ist das, da bin ich eigentlich ziemlich gut durchgekommen. Hat mich da sogar noch weiter rausziehen lassen, hat noch ein bisschen mehr Speed aufbauen. Aber die ersten paar Runden sind alle so ein bisschen schwierig gewesen. Ich hatte teilweise einen Verkehr gehabt, hatte auch wirklich viele Fahrfälle drin gehabt. Vor allem die Kurve 9 ist das, wenn ich nicht täusche, da habe ich immer am meisten Probleme. Weil teilweise KI fährt manchmal Vollgas durch und du kannst das aber nicht, du musst manchmal teilweise bremsen oder einfach vom Gas gehen. Und vor allem diese Kurve, das ist Kurve 10, da, die ist einfach mega schwierig. Du kommst mit so einem Speed und musst so langsam werden und du siehst es gar nicht von weitem, dass du eigentlich so langsam musst werden. Und da die 11, 12, die sind eigentlich noch ziemlich easy. Dann nachher jetzt wieder da die S-Kurve richtig verbremst, wieder zu weit rausgezogen, muss da recht die Kurve schneiden. Wir sehen aber oben rechts, ich bin dort gerade jetzt noch 3 Hundertstel schneller noch, 400 knapp, ja 400 schneller. Das wird wieder langsamer. Ja, also 100 bin ich schneller gewesen, aber ja, mehr leider auch nicht. Und da habe ich jetzt einen Cut gemacht und wir sehen, die Endposition war Platz 14 gewesen.